Are you trying to kill me? I'm really sorry, Colonel. Sorry? What do you mean, sorry? Squat jumps around the entire colony. 50 laps! Now! Please, Colonel. Ah, yes. That's excellent. So, you can take the materials to District 4. The restoration's coming along nicely. Thanks to Melia and Vinea. The High Entia and Machina have some amazing technology. We are happy to help. To live alongside one another in harmony. After all, I have no doubt this is what Lady Mayneth and Egil would have wanted. Hear, hear. And may it last forever. Dunban, Fiora, what is it? have you seen Shulk? Oh, he just left. I don't know where he's gone, but he was with Ryan and the others. Okay, thank you. Fiora? Yes? It's nothing. Good luck. If you're looking for Shulk, he is not here. Amazing. It's like you've got eyes in the back of your head. What were you looking at? The sea? I wasn't looking at anything in particular. If anything, Fiora, I was thinking. Thinking about the future that awaits us all. Wow. You're so much more thoughtful than me. Really? I don't think so. I was just answering your question. But I know what you mean. You're right. We've been through a lot. Yes. We have. I am grateful to all of you. It is because I met you that I experienced so much, and it is the reason I am here now. Yes. We're happy you're here too. Thanks, Melia. For everything. I'm glad I met you. And I you. Yeah. Almost got it. Ryan! Go, Ryan! Oh, Ricky really hungry! Put your back into it, Ryan! Are you okay? It's salty. What's up with the water being so salty? Ryan, you're terrible at this. When was the last time you fished? Ryan, bad fisherman. Ricky won't eat big fish. Give us a break. You try next time, Furball. Oh, fishing is Ryan's job. Ricky's job is eating. Hang on a sec. Isn't Ocker gonna have a massive go at you if you don't go back to her with 14 fish to feed all your little pond? Oh, Ricky forgot. Wifey pond very angry if not catch more fish. It ain't me she's gonna be angry with. Oh, Ryan, catch fish! Catch fish now! Oh, fish! Fish! Here you are. The breeze feels so good. It does. What is it? Oh, that hairstyle. It looks good on you, that's all. Yeah. Really? Oh, I was thinking about growing it out, but... Hey, which do you prefer?
both, of course. Oh, come on. What am I supposed to say to that? Sorry. Okay. It's great like that. Don't change it. I'd forgotten what it feels like to do this. I wonder what the future has in store for us. Who knows? I'm sure it will be full of ups and downs. Ups and downs? I don't know what the future holds. But that means I can imagine the possibilities. We can achieve anything we put our minds to. Yeah. You're right. Do you remember what the Monado, Alvis, said to us the last time we saw him? Yes, of course. Shulk. This new world is boundless. It is home to not only you, but many forms of life. I can see it. In this world, all life will walk towards the future, hand in hand. One day, I hope I can meet them all. The people of this endless world. Me too. We will. I know it. We'll meet them. And whatever happens, we'll face our future together. Ein grandioses Ende für ein grandioses Spiel. Alter Schwede, über 160 Parts hat's gebraucht, damit wir die Sequenz erleben können, damit wir diesen Schluss gemeinsam genießen können. Ja, scheinbar wurde die Welt ein bisschen umgestaltet. Ich habe zwar das Gefühl, ich hätte da irgendwie noch die lange Nase von Bionis gesehen am Schluss, aber vielleicht täusche ich mich auch ein bisschen. Wie auch immer, also wie es aussieht, wurde Shulks letzter Wunsch erfüllt, also sprich die ganze Welt sieht jetzt ein bisschen anders aus und so. Aber trotzdem können alle zusammen leben, alle müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen, es gibt keine Götter mehr, nichts mehr. Wobei ich mir natürlich frage, hat Shulk jetzt auch kein Monado mehr, ist auch alles im Arsch. Wie auch immer, alter Schwede, ey. Jetzt, Credits eigentlich immer Zeitpunkt für einen Let's Player das Fazit zu ziehen. Hier fällt es ein bisschen schwieriger, weil erstmal ist das Projekt mit 160 Parts mein bisher längstes. Das zum einen, also über 160 natürlich, zum anderen, und die Tatsache, dass das Spiel bereits über 2 Jahre oder fast 2 Jahre dauert. Sprich, in der Zeit haben wir vieles gesehen, vieles erlebt. Ich habe viele Entwicklungen durchgemacht, sowohl was Kommentarstil betrifft, als auch natürlich Spielfähigkeit, wobei man muss einfach ganz klar sagen, Xenoblade Chronicles ist ein Lernspiel, anders geht's nicht, weil das Spiel ist so gigantisch, hey, da fällt es wirklich schwer, ein Fazit zu ziehen, was ich jetzt aber trotz allem machen muss. Okay, also, Fazit ziehen, wa? Gute Aspekte, negative Aspekte. Okay, fangen wir an. Also, erstmal natürlich positive Aspekte, man hört es jetzt auch hier. Die Musik, also hier haben sich die Soundtechniker und wer alles dazu da mitgearbeitet hat, Produzenten, wie auch immer, die haben da echt was einfallen lassen und ich würde sogar wirklich behaupten, zu fast jeder Situation die perfekte Musik gefunden. Es ist einfach alles musikalisch perfekt untermalt, vor allem die Szenen, wo du eigentlich mitgehen musst. Man hat teilweise wirklich bei vielen Zwischensequenzen hatte ich echt Gänsehaut-Feeling. Als die Musik gestimmt hat, die ganze Atmosphäre und allem. Also da haben sich die Entwickler, was storytechnisch betrifft, mit der ganzen Musik, Soundeffekten, gut, bei mir Fernseher schwimmt es gerade ein bisschen hin und her, also sprich, es zoomt gerade ein bisschen ständig hin und her, aber es ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, also in der Hinsicht musikalisch echt Bombe. Vor allem natürlich auch generell die ganzen Zwischensequenzen, der ganze Story-Modus, ich meine, von Anfang an bis Ende, der Anfang noch mit den ersten Sequenzen, Kampfsystemen und kennengelernt haben mit Dunban, Dixon und Mumkan noch in der Vergangenheit, 2 Jahre zuvor, danach mit Shulk und so, Kolonie 6 rumgestiefelt, Entschuldigung, natürlich Kolonie 9 war es. Dann die ganze Welt, also
Ganz Welt natürlich übertrieben, aber natürlich halt Bionis und Mekonis kennengelernt. Alter Schwede, als der Story-Modus sagt, der ist echt nicht von schlechten Eltern. Nee, ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Alles sehr gut durchdacht bis zum Ende hin und auch wenn es teilweise ein bisschen übertrieben war, von wegen, ja, plötzlich zweites Monat dazugekommen am Schluss von Menev, sogar noch Monat Nummer 3, etc., etc. Es war einfach, ja, am Schluss hat es gepasst. War einfach alles perfekt und so, vom Storytechnischen her, wie es eigentlich heute sein soll. Kampfsystem ist ein Rollenspiel, nicht wahr? Muss ich da auch sagen, es war zum Schluss hin ein relativ überschaubar, sage ich jetzt mal. Simpel war es sicher nicht, da ich teilweise echt lange mal gewisse Passagen gelernt hatte und mir sagen konnte, ja, jetzt weiß das geht, weiß was ich da machen muss, was die Attacke kann, wie das funktioniert, was TP heißt, THP, Gruppenkämpfe, Teamattacken etc. etc. Da bei anderen Rollenspielen war ich wesentlich schneller drin. Also hier habe ich eine Weile gebraucht, bis ich das Ganze gelernt hatte. Bereits vorbei? Hallo, ich hab noch eine Weile. Nicht zu fassen. Negative Aspekte, gleich mal zu dem. Wobei negativ ist jetzt hier ein bisschen schwierig zu sagen. Monolith Soft, ja, entwickeln auch bereits ein erstes Xenoblade-Spiel, das Projekt X wohl eher. Nintendo. Ja, ich denke mal, Nintendo, großes Dankeschön, ich erzähle gleich weiter, Freunde. Das Negativpunkte nach und generell. Negativpunkten, ja, eigentlich schwierig zu sagen. Ja, wieso eigentlich nicht, war aber auch schon gelesen, wegen Spielstand X, plus X und so, nach dem Durchspielen, was? Neues Spiel. Übernehmen, ah, cool, okay. Übernommen, wird übernommen. Harmonietechniken, oh! Ja, theoretisch könnte, was? Ja, weil man es weiß, machen es nach dem Durchspielen bei Level Plus, dass es gar nicht 100% machen könnte. Ach du Scheibenkleister. Waffen bis zu 30. Hofft man, dass die Ausrüstung übernommen werden. Rüstung, Materialien, Wichtiges nicht übernommen, dankeschön. Trophäenrekorde. Okay, ja, eigentlich so wie es eigentlich sein sollte, nicht wahr? Kein zweites Mal erhalten, oh. Was ist es dann bei Spielende nicht ausgerüstet? Musst du es manuell ins neue Spiel übernehmen? Ansonsten verlierst du es für immer. Ach du Scheibenkleister. Wolltest du das wissen? Und darf man sicher die mit, die ausgerüstet sind und die anderen sind wir dann noch. Achso, ich sehe es ja. Okay, Armsicher, das ist natürlich ausgewählt, nicht wahr? Nee, hat das dabei? Verdammt, ich sehe es doch nicht. Aber natürlich, das ist eine V-Attacke. Also ich hoffe mal, dass diejenigen, die ausgerüstet sind, die werden sowieso übernommen. Ja, das mache ich jetzt 2. Und wir sagen am besten. Ja, wobei, ich dachte gerade irgendwie an. Wo ist jetzt? Gerade das Gewehr? Ah, da geht gar nicht. Das ist noch interessant. Nehmen wir den noch mit? Ich glaube, es wäre eine coole Waffe. Ja, komm. Nehmen die mal mit. Mehr braucht. Da kann ich vielleicht mal ein bisschen besser irgendwie. Angriffskraft vielleicht. Blockradel, leerer Sockel. Einzigartig. Was soll mit Wert? Oh. Ja, Scheibenkleister. Ja, als er da weg war. Also ich habe auch nicht alle Attacken auf einmal oder alle. Alter Schwede! Was mache ich hier? Was mache ich hier bloß? Ne, ich würde eigentlich gerne jetzt die Attacke mitnehmen, die. Ne, Wert haben wir schon. Beziehungsweise anzeigen lassen von der Kategorie her. Na, jetzt kann es klappen. Gut, jetzt habe ich sowieso nichts mehr. Ich kann sagen, kommt der mit. Mit Schienenwaffe kann eigentlich nie schaden, genau kann Mechon beschädigen, das ist immer gut. Wenn man sonst sagen 2 pro, oder? Wobei, wir haben insgesamt 3, 6, 7. Schuldig zählt nicht mit, das sind 6 Stück. 6 mal 3, ja, gebe 18. Dann noch mehr nehmen. Okay, 4 pro Kategorie, war. Eine Regelhand mit von mir aus. Phalanx ist viel zu schwach. Ja, ein Wohlfechten noch, okay. Toll. Ich will noch ein bisschen was erzählen, jetzt wird es ein bisschen dämlicher. Nehme ich die noch mit. Ja, das. Das reicht für. Was ist schon wieder? Fiora, dankeschön, das reicht für sie. Mekon-Schläger, was haben wir noch Schönes? Wolkenkatana, okay, der Part wird doch ein bisschen länger, Freunde. Als ich dachte, machen wir doch noch einen letzten Part, also sprich, nachher kommt noch einer. Ich glaube, da müsste Part 163 sein, dann kommt noch 164. Und noch ein bisschen rumlaufen, ein bisschen was angucken und so. Also lange wird es sicher nicht dauern.
Nehmen wir das noch alles mit. War sonst noch etwas? Das sind alles V-Dinger. Naja. Nehmen wir das noch und das noch. Viel haben wir sowieso nicht mehr. Wo haben wir überhaupt? Achso, ja doch, wir haben über 30, was? Sind ja pro Reihe 10, 3 mal plus da, also knapp 57 Waffen, die wir so haben, wobei wir die meisten gar nicht brauchen, also dem her. Ah, der Heldenpon, was brauchst du denn? Oder sicher mal der hier. Meteornager, kann Mekons beschädigen. Hast du, glaube ich, sowieso einen dabei, aber okay. Noch ein bisschen mehr. Was macht er noch mit Shinanaga? Oh, der ist auch aus. Ja, verdammt. Ja, ist egal, nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Waffen. Spielt der im Großen und Ganzen gar keine Rolle aus, natürlich nehmen wir gleich die Schwächsten, dann wäre es natürlich ein bisschen fail. Einfach irgendwo ein paar mitnehmen, weil ich auch gerne noch ein bisschen, ja, mein Fazit noch ein bisschen ausweiten, nicht wahr? Ich meine, ich habe bis jetzt eigentlich nur positive Aspekte erwähnt, so negativen kam ich ja gar nicht. Weil negativ ist natürlich auch im Blickwinkel des Betrachters, den natürlich selbst überlassen, das ist sonnenklar. Kann halt bitte hier noch entscheiden, welches ich noch mitnehme. Das ist sowieso scheiße. Mal gucken, 4 Stück fehlen noch. Ja, kommt noch den noch mit. Also noch etwas Brauchbares. Nochmal ein V, nochmal ein S. Wenn noch etwas. Ne, ihr braucht auch nichts mehr. Ja, wieso nicht? So, 30 Stück, das reicht. Übernommen. Was soll ich auch noch machen, oder wie? Jetzt abspeichern, wäre ich sehr dankbar dafür. Was denn jetzt? Jetzt habt ihr sowieso noch so viel. Hä, da kannst du alles nehmen. Ich hab doch gar nichts, ich hab gar nichts gemacht. Kann ich wieder zurück, Leute? Nee, kann ich natürlich nicht. Och, Menno, jetzt muss ich die ganzen Dinge anders wählen. Nee, das ist doch unglaublich. Ja, das hatte ich jetzt eigentlich so nicht erwartet. Okay, nee, ich fange es mal hier zu wenden, mache das halt die ganzen, sage jetzt mal hier, die ganze Ausrüstung. Wähle, mache den Offscreen und dann im nächsten Part werde ich euch dann sonst zeigen, wie sie jetzt eigentlich mit Spielplussen so aussieht. Okay, jetzt zum Schluss noch mein Negativfazit. Ja, negativ. Gibt es eigentlich nur einen Punkt im Großen und Ganzen, und zwar die Spielgröße. Der Umfang des Spiels, der ist sowohl positiv als auch negativ natürlich. Die einen würden sagen, genau das ist, was Xenoblade Chronicles ausmacht, und vor allem positiv ist, weil das Spiel einfach so gigantisch groß ist. Ich muss sagen, stimmt natürlich, ist ein Aspekt von Xenoblade Chronicles. Für mich ist das Spiel aber zu groß. Das hat man vor allem deshalb gesehen, weil erstmal vom Kampfsystem her und was er alles machen kann, alles komplettieren kann, das ist ein normales Konsolenspiel, ist einfach viel zu viel für meinen Geschmack, und auch rollenspieltechnisch, ich meine, war ja fast schon, ja, Open-World-mäßig und so, war schon sehr, sehr groß. Das auch darin gesehen, ich erinnere mich da an die Anfangsszenen noch, wo man vielleicht, wenn man da von Kolonie 9 unterwegs über das Bionis Beonis war, also Kolonie 6 und so, bis man überhaupt mal bei den Hochentium waren, dort war ja storymäßig noch nicht so viel geschehen. Also wir gerade mal ein bisschen was über die Mechonis erfahren, oder die Mechons, sprich da Eisenface und Xord und so. Aber da waren teilweise, hat so lange gedauert. Das war einfach nur übel. Da muss ich im Offscreen trainieren, das ist das andere gewesen. Was ich im Rollenspiel überhaupt nicht mag, ist, wenn ich gezwungen werde zu trainieren, weil es einfach sonst heißt, ja, muss jetzt hier und trainieren und so, und erste Gegner sind ein paar Level höher. Ja, muss nicht sein. Vor allem allgemeines Levelsystem, hast teilweise Gegner gehabt, die irgendwie Level 80 waren und dann relativ einfach zu besiegen waren. Andererseits Gegner, die ein paar Level tiefer waren oder später kamen, da war ja noch etwas, kamen später, waren ein paar Level tiefer und waren trotzdem schwer zu besiegen, oder waren sogar, ja, zuerst gar nicht zu besiegen, sind sogar noch gestorben. Also in der Hinsicht auch vom Levelsystem her ist Xenoblade Chronicles, ja, muss ich als negatives Fazit abtun. Sorry dafür, das negativen Punkt wohl eher. Allgemein die Größe, ich meine, klar, ist jetzt zum Schluss, muss ich trotzdem sagen, geniales Spiel und so, aber mein Lieblingsrollenspiel ist es nicht, das sicher nicht, das wird
wird, glaube ich, The Last Story niemals übertoppen. Das bleibt für mich mein Lieblingsrollenspiel, vor allem auf der Wii jetzt. Xenoblade Chronicles ist aber trotzdem ein geiles Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht, das trotz allem. Was ich da sonst sagen kann, sage ich sonst im nächsten Part bezüglich 100% One und neues Let's Play dazu, etc. etc. Das dann später, soll das einer sagen? Irgendwas war dann noch im Hinterkopf. Nicht wegen 100%, nee, sondern wegen der Größe und so, storytechnisch, Sidequests. Ja gut, Sidequests gehört natürlich auch zum großen Umfang dazu, weil ja auch, wie gesagt, der große Umfang kann man sowohl positiv als auch negativ betrachten. Storytechnisch war jetzt eigentlich eher gut, dass er, ja, wie gesagt, jetzt mal angenommen wird, die ganzen Zwischensequenzen zusammenschneiden und dann die ganzen Hinwege und so, die man da hatte und lange Trainingszeiten etc. rausnehmen. Ich glaube, man hätte das Spiel jetzt in der Hälfte der Zeit durch. Und dem her, wie gesagt, es ist einfach gigantisch, bombastisch, um das jetzt gut bezeichnen kann oder schlecht, ist jedem selbst überlassen. Mir war es ein bisschen zu viel und, jetzt fällt mir da ein, genau, was ich sagen wollte. Von daher, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt am Schluss eigentlich, ja, wie soll ich sagen, es war fast ein bisschen schade, das zu sagen. Ich bin froh, dass ich es durch habe, muss ich so sagen. Und zwar vor allem deswegen, weil es erstmal so lange gedauert hat. Es ist ja ein Blindspiel, trotz allem ist es bis zum Schluss gewesen. Und ja, gerade deswegen, weil es halt blind war, war man halt an vielen Stellen doof angestellt. Danach kamen Pausen, die nicht erwartet waren, unerwartete Pausen, die ich machen musste. Und hat es verzögert. Ich meine, ich hatte schon zwischen ersten und zweiten Part hatte ich irgendwie eine 2-wöchige Pause. Das war alles andere als vorgesehen. Und hätte ich gewusst, wie groß, wie viele Parts es werden würden, wie umständlich ich mich am Anfang noch anstellen würde mit dem Spiel, dann hätte ich es zu einem anderen Zeitpunkt Let's Play, wo ich es bereits privat durchgezockt hätte, sprich nicht mehr blind gewesen wäre, weil das hat das Spiel nicht verdient. Dafür ist es einfach zu gut, dass ich es jetzt hier fast schon ein bisschen auf Biegen und Brechen noch fertig gespielt hatte. Wie gesagt, mit der Sidequest habe ich auch zuerst gesagt, ja, mach 100% und so, und dann habe ich im zweiten Schritt gesagt, nee, mach nur die ich bereits angefangen habe. Tja, und jetzt zum Schluss haben sogar da gesagt, nee, kein Bock mehr, das ist zu vieles Gute, ich will nur die Story zu Ende machen. Ja. Ich bin halt wirklich eher ein Storyman, also sprich Spiele, die absolut auf Sidequests aufbauen, kann man einen guten Schnitt, auch ein gutes Fazit ziehen zu der Legend of Zelda Saga. Da sind die Spiele meistens auch eher auf Hauptstory belegt, zum Beispiel Twilight Princess oder Queen of Time. Es gibt ja auch ein Spiel wie zum Beispiel Majora's Mask, da ist ja vor allem durch Sidequests, weil es sind geniale Sidequests und so, ist sonst ein geiles Spiel, aber genau das ist auch der Grund, warum Majora's Mask für mich, obwohl es in vielen Punkten besser ist als Ocarina of Time, ja, Verbindung abgebrochen, sehr gut, obwohl es in vielen Punkten dort besser ist als Ocarina of Time, auch in Steuerung, vielleicht sogar ein bisschen Grafik und so, etc. Und vor allem Ideenreichtum, Einfall, von den Kleinigkeiten, etc., ja, ist einfach für mich so ein Punkt. Ein Spiel muss in erster Linie einen grandiosen Story-Modus haben. Sidequest ist für mich wirklich nebensächlich. Wenn Sidequest in den Vordergrund gestellt und die Story dafür eher kurz ist oder in den Hintergrund gerückt wird, dann, nee, dann gehört es sicher nicht zu meinen Lieblingsspielen. Trotz allem sind Xenoblade Chronicles geiles Spiel, würde ich sicher nochmal spielen, und wie genau das dann vonstatten gehen wird, wegen 100% und so, das seht ihr dann im nächsten und letzten Part. Fürs Erste, also sprich im Part 164, genau. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.